Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, direkt vier Wäsch, mir Piraten stimmen das Projekt de Loi 2007 schon was also das Stage-Gesetz macht. Ich sage aber vier Wäsch, wir gehen als nicht mit diesem Text zufrieden, da verlangen es wie von Dispositionen, an dementsprechend habe ich auch Motion, die Josip Halbande Madden erschrieben hat, gerne Madden erschrieben. Wir Piraten begrüßen den Plus und Transparenz und reglementierte Kader, die wir mit diesem Gesetz kreieren. Junker, die im Kontext von ihrer Ausbildung oder ihren Etüden das Stage wollen oder müssen machen, haben oft nach wenig bis keine Berufserfahrung. Sie sind fertig mit ihrer Formation, stehen sie ganz am Anfang von ihrer beruflichen Karriere. Viele Junker, die einen Aufschuss haben, sich in der während Berufsleben dafür immer mehr oft über die freiwilligen, oft unbezahlten Stage. Und effektiv, Studentinnen und Studenten, auch frisch Diplomierte, kriegen durch Stage machen für allem etwas wertvoll Praxiswissen. Praktisch aus einer Einsetzung beim Beruf Terrain schärft der Blick für das geleiert, stärkt Selbstbewusstsein und gibt junge Perspektiven auf seinem beruflichen Werdegang. Stage sind heute Tages zu einem festen Bestandteil von Ausbildungen an der Schule und auf der Europäischen Union gehen. Dafür also der Priori gut, an diesem Text zu legiferieren, Transparenz und klare Regeln an die Stagepraxis zu bringen. Wir bedauern aber, dass das Projekt de Loi so wie in als Vierleit nicht komplett ist. Auf manchen Plätzen zu weit geht, auf anderen aber nicht weit genug. Wir riskieren, dass diesen Text Barriere setzt, sowohl für die Schüler und Studenten, als auch für die Employer. Hier gilt es, Stärken und Schwächen von diesem Gesetz zu suivieren, alle Cas zu adaptieren. Für genau zu wissen, wo wir müssen noch besser brauchen, die Suivi, den wir an der Motion fordern. Die Damen und Herren, bisweilen befinden wir uns, was Stage noch geht, an einem Vide Juridik. Das nächste Projekt von diesem Gesetz hat als Primärziel, als einmal klar und transparent Regeln für den Umgang mit Stagiaires zu etablieren. Für das zu machen, hat das Komitee permanent du Travail et de l'Emploi sich mit der ASL zusammengesetzt, für ein entsprechendes Cadre legal auszuschaffen. Auch Propose von der CSL sind doch schon mal da geflossen. Lasst mich aber eine Frage stellen. Wie kann es sein, dass in einem Land wie Lützeburg so lange gewartet wird, für ein Cadre legal für Stagen zu schaffen? Stage sind, Herr Präsident, nur wirklich keine neue Erscheinung. Weder die Entreprisen noch die Studenten wussten, was die Rechte und Obligationen an dem Kontext waren. Das ist problematisch. Ah ja, wir Piraten sind immer froh, wenn zivilgesellschaftliche Akteure mit und den Tisch geholt gehen, für Gesetzesproposen auszuschaffen. Wir hätten uns aber in diesem Fall, wie so oft, eine breit gesellschaftliche Konzertation von Van Gogh gewünscht. Die Chambre de Commerce wird an ihrem meisten Avis kritisiert, nicht konsultiert gehen zu sehen. Die Chambre des Métiers, also am Vierfeld vom ersten Projekt, auch nicht mehr da gebunden gehen. Es wird auch gemerkt, dass neben der ASL die Vertretung von den Studentenzirkeln ist, auch DUNEL als Vertretung von den studentischen Interessen als gleichberechtigten Verhandlungspartner müssten oder zumindest könnte Matt durchsetzen. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die Zivilgesellschaft konsultieren, dann kommt mir Hunde Courage und wir freuen alle Akteure. Kommen wir uns alle mal durch den Tisch, wenn wir Gesetzestexte ausschaffen, die über möglichst breite gesellschaftliche Konsens bauen, wo man nicht tun müssen Amendmente über Amendmente akkumulieren, weil der jeweilige Akteur recht notrechtlich partizipieren konnte. Wir hätten gerne Gesetze aus einem Guss, Gesetze, wo im Vierfeld den Terrain sondiert gouf, und als Gesetz in der Kraft müssen die Retombeen dann suiviert gehen. Neben einer Konzertation gehört auch das Suivi von dem, was das Gesetz im Terrain bewirkt, zum Feedback-Loop von modernen und transparenten Legiferieren. Mit dem ersten Projekt Laura ist ein Text für den sich sollten Access zu Stage verbessern und Stagekultur an den Entreprisen stärken. Das aber mit diesem Projekt Laura recht kann gehen, als leider fragwürdig. Die Obligation vom Bezahlen von freiwilligen Stagen, die mehr lang dauern wie ein Monat, kann zum Beispiel dazu führen, dass es Männerplätze gehen. Das wäre konträr zu dem, was wir aus sich machen wollen, nämlich den Access vereinfachen. Auf der anderen Seite ist es aber auch die Jungen, die während dem Stage just ein Bruchteil von dem verdient, was den dich nebendrun, im Büro nebendrun verdient, und man dann nicht zuletzt evaluieren kann, wenn nicht nach daheim wohnt, auch nicht wirklich geholfen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Abus ist durch dieses Gesetzesprojekt auch noch nicht ausgeschlossen. Das gesagt die notamment rund, dass weitere Stagen en Cascade nicht ausgeschlossen sind. Auch für die Patron aus diesem Text eine weitere administrative finanzielle Belastung. Wir hätten also hier
gewünscht, dass die beispielsweise über Studentenbuchsen hat können eine Disposition vorgesehen für Leute, die Stage am Kader von ihren Etüde machen, dafür eine zusätzliche Buch zu akkordieren. Der Patron wird immer entlastet gehen, an den Access zu der Stage wird unverändert bleiben. Herr Präsident, wir drohen das Stage-Gesetz mit, wünschen uns aber einen koordinierten Suivi von den aktuellen Dispositionen, erweisen sich dann an den nächsten Jahren auf Praxis und Terrain auswirken. Genauso wie die Motion nicht vorgesagt, die wir in dem Sinn auch werden mitdrohen. Ich soll nicht merci. Merci vielmals, Herr Klemmer. Die Regierung wird Wort, den Herr Erbisminister Dan Kersch. Merci, Herr Präsident.